Dat is goed met jullie hier te zijn vandaag. Ik dacht gisteren er nog veel even hoe lang dat alweer was dat ik hier op die had metgedeeld. En het kwam zo uit dat ik vond de laatste bulletin wat ik hoorde van de laatste zondag, wie de kerk ontvang in Tilsburg. En mijn noem weer ben. So de laatste zondag wat wie ik in Sherry hier daar ik je met op Dietsch. En zo dat zijn al meest 2,5 jaar. En ik heb me al vaak gebankt nu. Wanneer mij gevraagd wordt, hier gaan komen met te delen, dat we bestaan op Engels. Maar ik zie het niet woord. En dat is ook wel goed, maar ik bang me niet op Dietsch. En ik had een beetje, ik weet niet, als angst. Wens dat mij vroeg als ik would met delen deze zondag. Ik had al lang niet de Bijbel gestudeerd op Dietsch. So, wat hebben we verstaan Dietsch te lezen, of wat wordt het zijn? Maar ik zie zij gezegend met de boodschap uit te merken van Deo. Ik voel me zeer veel weet. Hoeveel van jullie geloven dat je zijn veel weet? Je mag vielleicht zo denken, einmal dat met jullie is het niet. En ik geloof wie Dietje handelt vielleicht, ik weet niet, als Maya trouble du met. Maar dat is een ding wat ze nog moet opkomen. Dus met mij is het niet veel. Wat doen we te andere mensen? Wat zeggen we te andere mensen? We kunnen today dingen zeggen wat je opbouwen dat. En wat zich zo voelen dat zij zijn ook veel weet. Einmal die dingen wat we hier zeggen doen, merkt je vielleicht so voelen dat met zij zijn niet veel weet te ons. Omtje en früh, wo do we ons onderhouden eens je moel? Do we ons immer opbouwen? Oder do we ons eens nog moel doelstorm met dat wat we zeggen doen, einer te dem anderen? En wens ik Mieterfargen lezen uit de Pfizer, ik voel me zeer veel weet, niet wat andere mensen mij onduiden, maar wens ik lezen uit wat God voor mij gedaan heeft. En wat God voor ons allen gedaan heeft. En so ik mag Ihnen vandaag maar zeggen dat jeder einer van ons hier bent vandaag, we zijn een deel weet. We zijn gemerkt in God zijn evenbeeld. Dus God weer, zo heeft hij ons ook gemerkt. So, wanneer je in de Bibel gaan, we hebben nu op Epheser kapitel 1. En dus waar we in tijd wil ben blijven. So, mij jank het versen te lezen, vers 1, but 14. En nu lezen we Paulus, die God zich gewählt had, Christus Jezus zijn apostel te zijn, nu de heilige in Ephesus, die onze Christus Jezus trouw zijn. Genoeg met jullie in vrijheid van God, onze Vader en onze Herr Jezus Christus. Ons Herr Jezus Christus, zijn God en Vader, zal dafür geloofd worden, dat hij ons als Himmelsburger al de geestliche Segnungen geschenkt heeft. Wels hij de Welt den Grund leed, hat hij ons bestemd met Christus zijn heilige, afschuldige Kinder te zijn. Wels God ons goed weer, hat hij dat zo aangereicht, dat hij ons door Jezus Christus aannemen wil als zijn eigen Kinder. Nu kunnen we niet anders als zijn grote genoeg loven, dat hij ons heeft toekomen laten door Jezus Christus, dat hij zo goed weer. Door Jezus, die zijn bloed voor ons gegeven heeft, zijn we losgekocht. En ons zijn de zinnen vergeeft door de grote genoeg, die in ons leven neemt, in ons de eeuwen van de waarheid uitmaakt. God heeft ons zijn geheimnis weten laten, dat hij zich had vergenomen door Jezus Christus voor een dag te brengen. Wanneer zijn bestemde tijd eerst wordt hier zijn, dan wordt hij alles wat im Himmel en op de aarde is, onder een hebt brengen, en dat is Christus. In Christus hat hij ons im vooruit bestemd,
seine Ohren zu sein. So als hij dort geplant hat, en hij führt alles so uit, als hij dort will. Zodat die wir op Christus hoopten, de eerste waren, die seine Herrlichkeit loven. En zo wir dort ook met junt. Die je de Wahrheit gehoord haben, wodurch je gerat worden en aan am geloven. Dan teken Gott junt met den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bringt dafür, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Du werden, weil wir nu alle seine Herrlichkeit loben. Aber so weit. So, du sind mehrere Dinge, was wir können rücknehmen von all diese Versen. Und mir jangt dort ein bisschen zu verteilen. Erstlich, in den ersten 2 Versen habe ich Paulus sein Gruß zu der Ganze, wo er handschrieben hat. Er sagt, dass Paulus, den Gott sich gewählt hat, Christus und Jesus sein Apostel zu sein, nur der Heilige in Ephesus. So, wer ist das Paulus, wer diesen Brief geschrieben hat? Paulus, wenn wir ein bisschen denken, dass wir erstlich wieder Saul von Tarsus. Und er glaubt, er wieder am rechten Weg. Und er früh einen Brief von dem, was wir angestellt, der Lehrer zu sein in der Zeit. Und er verfolgt die Christen, die im Gefängnis zu starten, und die alle Sorten andauern, aber Gott am ersten holen kriegt ab den Weg nach Damaskus. Und durch das sein Leben sich ganz ran. Und nu, bei dieser Zeit, wenn Paul diesen Brief und noch verschiedene andere Briefe geschrieben hat, ist er im Gefängnis. Er kann nicht irgendwo hingehen, aber die Bibel sagt, dass wir einen Teil, was in am Time, in früh und alle Sorten, und er teilt mit dem ganz freiwillig. Aber er selbst wird festgenommen, er kann nicht irgendwo hinwandern. Und wenn ich daran denke, das gibt mir ein Teil Mut. Wenn die Natur, was Paulus hat, ist eine Natur, was jeder einer von uns sollen haben. Wo er sich abstellen hat, kann ihn dann, wenn er nicht los ist, wenn er nicht irgendwo hinfahren. Wenn wir noch mal irgendwo vor sind, dann können sein, dass uns fertig nicht schaffen das, oder wir fühlen uns bloß so, wir sind geschlossen, wir können noch nicht haben. Was das dort zu uns in unserer Natur? Wir fühlen uns bald, wir sind bald ganz verdrießlich. Wir haben nicht bloß eine Chor, und ich nehme die gewöhnlich zum Arbeit vor, und wenn Sherry Tüß ist, dort wird der einzige Mal nur sein und. Da fühlt sich so, sie können noch nicht haben. Und dort hat die Natur auch ändern. Und so, wo wird Paulus sich gefällt haben, wenn er noch nicht kann fahren, aber er muss das bloß ansetzen. So, die Natur, was er hat, spricht mein Motto, zu meiner eigenen Natur mit nur sein, wo es mit mir steht. Und dann sagt er immer, die meisten Menschen, wo er handschrieben hat, sagt er, genug mit jünd in Frieden von Gott an seinen Vater. Das ist immer ein Segen, was er nur den Menschen schrieben, nur die ganze, was er will haben, sie sollen auch haben. Genug in Frieden. Und dann in der 3. Vers, so fängt er an mit, was er will sagen. Uns Herr Jesus Christus, sein Gott und Vater, soll dafür gelobt werden, dass er uns aus Himmelsberge all die jährlichen Segnungen geschenkt hat. Hast du Gott einmal gelobt für all die Dinge, was er dir hat luten tokum? Dass es sehr leicht zu denken an all die Dinge, was wir nicht haben. Und die Dinge, was wir würden gleichen zu haben. Aber er sagt uns hier, der Herr Jesus Christus, sein Gott und Vater, soll dafür gelobt werden, dass er uns aus Himmelsberge alle jährlichen Segnungen geschenkt hat. Was sind diese jährlichen Segnungen, wo er von reden hat? Das sind verschiedene Dinge. Und für das Mal habe ich nicht genug Zeit, um zu nennen und sagen, was all die jährlichen Dinge sind, was Gott uns geschenkt hat. All die Segnungen. Aber du sind in Deutsch. Die Bibel sagt, dass Gott hat uns alles gegeben, was uns fehlt, für uns Leben. Hier so das physische Leben und das geistliche Leben. Gott hat uns alles gegeben, was uns fehlt. Und du musst wie an denken. Und nicht bloß dort, aber wir müssen Gott loben und preisen für die Dinge, die er uns hat gegeben.
was hat dort ein Mensch sehen in der Tür, eine Einstellung, wenn einer mal bloß ein bisschen Zeit nimmt mit Flied und denkt über, was Gott hat getan für uns. Wenn einer einen Tag ein bisschen durchlässt und nicht so mutig ist, und er denkt über, was Gott für mich getan hat, dort dreht ihm seine Tür ganz rum. Wenn wir dankbar sind für was Gott uns hat gegeben. So weil wir gehorsam sind und Gott loben und preisen für die jährliche Segnung, was er uns gegeben hat. In der 4. Vers, du liest, wie wils euer Heil die Welt den Grund lädt, hat er uns bestimmt in Christus, seine heilige, aschelige Kinder zu sein. Habt ihr mal an ihr gedacht, euer Gott, hat die Welt den Grund lädt, hat er dort all im Sinn, dass wir würden seine heilige, aschelige Kinder sein. Dass wir würden unschuld sein vor ihm. Viele von Ihnen können vielleicht mitfeilen, wenn je nach Mal mit Ball spielen dann oder so ist, und du sind zwei verschiedene Menschen, die dann auswählen, wem sie wollen und ihr Team haben. Und in der Jahrzehnte werden das ganz Letzte gewählt, die fühlen sich immer ein bisschen so, sie sind vielleicht nicht viel wert. Aber der Jahrzehnte werden das Erste gewählt, die glauben so, oh, mit mir ist es was, mir wollen sie das Erste nehmen, ich kann fein spielen. Aber du denkst immer an, wenn es in der Schule wird, so ging das meiste Zeit mit mir. Ich werde meist immer ein von den Letzten, was du gewählt wird. Dat wir in don't, aber das weiß ich nicht immer das Beste. Und so, wenn ich eine Vers lesen da, wo du sagst, dass Gott hat uns gewählt, das ist mir immer viel wert. Und Gott hat in jedem einen hier von der Samarias auch gewählt. Und nicht bloß ihr gestern oder mir die Jahr 3, aber euer hat die Welt den Grund lädt, sagt das hier, dass er uns bestimmt, hat er uns bestimmt, mit Christus, seine heilige, aschelige Kinder zu sein. Und das ist viel wert. In der 5. Vers lesen wir, wegen Gott seine Liebe für uns, hat er dort so angerecht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will, als seine eigenen Kinder. Die Vers, hat noch so geredet zu mir, nu in der letzten paar Tagen, letzte Werk, wenn ich das noch übergelesen. Meeste von Ihnen wissen vielleicht, dass ich und Sherry, meine Mutter, wir haben noch keine Kinder. Wir waren 10 Jahre befreit und du sind keine Kinder. Und was hat Gott im Sinn mit der ganzen Geschichte? Ich weiß nicht. Es sind auch verschiedene Dinge passiert, aber doch, das ist noch nicht bei dir gekommen. Und es sind auch viele Zeugnisse, was einer hören hat, dass wenn einer in andere so eine Menschen, die du nicht haben können, Kinder haben, die nehmen sich in andere Hand und dann bald haben sie ihn nicht. Warum ist das dort? Und das ist ein Ding, was ich nach einer Zeit will haben, mit Trübel gehabt. Wenn Abraham, wie 90 Jahre alt, wenn er ihn sehen hat, und ich glaube, Gott ist treu. Wenn er will haben, dass ich so ein Kind habe, dann kann er das vollbringen, und dass ich mir ein anderes Kind annehmen darf. Und das ist mir sehr wichtig gewesen. Ich kann nicht ein anderes Kind annehmen, aber würde ich Gott mal uithalten, dass ich mir ihn nicht haben, ich ein anderes annehmen, und dann kann Gott das vollbringen. Und dort, du wirst immer so gedacht bist zu mir selbst, das will ich nicht euer, du ich ein anderes ist. Und ich glaube nicht, dass Gott halb wird. Aber meine Einstellung zu dort hat Gott alle noch angeschafft, durch seine Version als das. Lass mich noch einmal lesen. Wenn Gott seine Liebe für uns, hat er das so angereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will, als seine eigenen Kinder. Wir sollen seine Kinder sein. Wie sind Gott erschaffen? Er hat uns gemerkt. Aber wie wir von am Wache gehen, wie wir sind. Und er hat es so angereicht, dass durch Jesus können wir uns wahre trainen. Und in Stadt 3 sagt er einmal zu mir, vielleicht hast du irgendwas ein, was
was Gott weiß, was er will in dein Heim haben, aber wenn du nicht was dorthin annehmen, dann wenn die was ist haben, die selbst, dann weiß Gott, dann wirst du die nicht dort annehmen, was er will in dein Heim haben. So, verschiedene Dinge kommen diese Mark, was Gott ihm probt zu leiden, was einer soll tun. Und bei mir ist das viel wert, und ich fühle mich viel wert selbst, nur Gott, was er getan hat für uns. Dass er durch Jesus das so angereicht, dass er uns weiter können Musik nehmen, dass wir würden seine eigenen Kinder sein. Jeder einer von hier, was hier bin, von der Samaris ist, die mögen vielleicht sind manch sein, was du noch nicht weiter geboren sind. Aber Gott verlangt, jedem ein Musik zu nehmen aus seinen eigenen Kinder. Nicht Jan seine Kinder oder deine Kinder, seine eigenen. Und ich sage ein von seinen Kindern. Bist du ein von seinen? In der ersten Vers lesen wir, nu können wir nicht anders als seine große Genüge loben. Da er uns hat toekommen laten, durch seinen Leben sehen, Jesus Christus. Wo steht das mit uns? Können wir nu nicht anders als seine große Genüge loben? Ich würde sagen, viele Zeit mit uns ist das so, dass das größte Ding, was wir kennen, ist Gott nicht loben. Für die Genüge, was er uns gibt. Aber Paulus hier sagt, nie kann wir nicht anders. Als wenn das nicht möglich ist, bloß Gott loben. Wir haben keine Ursache, wofür wir Gott nicht würden können loben. Aber ein Teil, wofür wir würden können Gott loben. Wenn er uns de grote Genüge laten toekomen durch zijn Jesus Christus. Durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. Es sind jeder einer hier von der Samaria ist losgekauft von seinen Sinn, durch das Blut, was Jesus hat, muss verjeiten. Ein Ding ist so, Jesus sein Blut ist für gut. Und das ist für jedermann. Aber als jeder einer dort annimmt, das ist eine andere Sache. Dort muss jeder einer selbst tun. In uns sind die Sünden vergeben durch die große Genüge, die in uns Leben hineinkommen, in uns die Augen für die Wahrheit aufmachen. Und das ist auch viel wert gewesen zu mir. Die Sünden sind vergeben, wegen der Genüge, der große Genüge, die in uns Leben hineinkommen, in unsere Augen aufmerken, nur die Wahrheit. Wie viel von uns kann sagen, dass Gott hat jene Augen aufgemerkt, nur die Wahrheit? Wie viele Jahre hast du in der Distanz gewandelt, wo du keine Wahrheit wirst? Vielleicht dachtest du wirst Wahrheit, aber wirklich wirst du keine. Vielleicht im Bett. Wenn Paulus auf den Weg wird, nur Damaskus, war er, was Christen im Gefängnis nannte, bringen, dann auf einmal hast ich, wie Jesus du so voramos und dachte Licht in der stellt sich anders ab von du wieder. Die Genüge, was in sein Leben nennt, müssen an die Augen auf, nur die Wahrheit. Wer der Herr ab ihm wir, wem er ab ihm soll dienen und anbeten. Nicht die Lehrer von der Kirche in der Zeit. Gott hat uns sein Geheimnis weiten lassen, dass er sich hat vergenommen, durch Jesus Christus für einen Tag zu bringen. Wirklich verschiedene Dinge zu sehen. Als Kinder hatten wir immer eine große Freude, wenn Großmama oder die Eltern würden ein Lustje verstärken, ab Ostern, oder wann immer, dass wir, wenn er dann nicht alle verstärken wird, dann können wir rückgehen und all das sehen. Das ging bloß, das ist nicht schön. Ich kann mir denken, nur die Zeiten, wo wir in Mexiko bei Großmama kamen, da hatten wir immer so eine große
so ein Boeing-Klampen. Und du so manche Boeing, wie ratere Jungs, wie können du so alle abkrypen und du so manch, du so können wir die Lüsches fingen. Das ging schön. Und nu, die kleinen Kinder, die spielen für alle verschiedene Sorten Games, wo einer sich verstärkt. Dort machen wir vielleicht mit der Hand für die Uhr und dann soll, hat er sich auch verstärken. Aber doch die gleichen das Spiel. Und Gott hat uns dort, was er schaffen hat, dort hat er uns weiten lassen. Dort haben wir weiten. Gott hat uns sein Geheimnis weiten lassen, dort er sich hat vernommen, durch Jesus Christus für einen Tag zu bringen. In der 10. Vers, wenn seine bestimmte Zeit erst wird hier sein, dann wird er alles, was im Himmel und auf der Erde ist, und ihr in Haupt bringen. Und dort ist Christus. Und die Zeit, die kommt, wenn wir angucken, was passiert in der Welt, die Zeit ist nur da. Die Zeit ist immer nur da. Jeder Tag kriegen wir, was passiert. Aber wenn einer guckt, was passiert in der Welt, dort stimmt immer dichter bei von was die Bibel sagen hat, von der letzten Tag. Und wenn Jesus hier kommt, du wird alles in ihr Arm gesagt. Hast du Arm in dein Leben? Das ist nötig, dass du Jesus in dein Leben hast. Wenn wir trägen und in der 4. Vers, du sagst, hey, wie als euer die Welt die Grund lädt, hat er uns bestimmt in Christus. Das ist sehr nötig, dass wir dort begreifen, und das ist in Christus, dass er uns bestimmt hat. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, dass wenn wir nicht in Arm sind, dann wollen wir keine Frucht tragen. Wir müssen in Arm sein. Kriegst du eine Wiendrübe, die Wien, die müssen in den Sturm sein, aber drehen die keine Wiendrübe. Und wir müssen in Jesus sein. In der 11. Vers, in Christus hat uns im Verriet bestimmt, seine Ohren zu sein, so als er dort geplant hat, und er führt alles so uit, als er dort will. Das ist eigentlich mal ein bisschen schwer anzunehmen, dass Jesus wird alles uitführen, das was er auf euch fängt. Die Bibel sagt, dass was Jesus auf euch fängt, in mein Leben, in dein Leben, dort wird er auch vollbringen. Aber wir wollen das für getan haben in unserer eigenen Zeit. Das geht zu lang. Ich will nicht länger warten. Aber in seiner eigenen Zeit wird er dort vollbringen. Sodass wir, die auf Christus hoffen, die Erste wollen, die seine Herrlichkeit loben. Jesus sagt zu uns, dass wir sollen sein Wort in der ganzen Welt verstehen. Und wo wir uns abstellen tun, wo dankbar wir sind, wo wir Gott loben tun für die Dinge, die er uns zu tun hat, dort ist ein großes Witness für die Welt. Wenn wir bloß immer traurig sind, in Duel sind, wird er dort für unsere Menschen. Die Janssen von Jünt werden eine große Freude gehabt haben, die Tiden, wegen was Gott getan hat. Sie haben vielleicht Gelegenheit gehabt, mit den anderen mitzuteilen, warum sie die große Freude haben. Dort eine große Freude haben und dankbar sind für was Gott für uns getan hat. Dort lockt unsere Menschen an in das Leben, was wir haben. Und so wir dort auch mit Jünt, sagt Paulus hier zu den Menschen, die Wahrheit gehört haben, wodurch sie gerat wurden und am Glauben. Dann ticken Gott jünt mit den Heiligen Geist. Was würde Paulus sagen zu uns? Was würde Paulus sagen zu dir, wenn er diesmal in Brief geschrieben hat, was du gelehrt wird von den Heiligen Geist? Hast du mal über gedacht? Ich hatte mal immer gedacht, diese Brief, was wir in der Bibel haben, was geschrieben sind zu verschiedenen Kirchen, wo Paul die verschiedene Dinge sagen hat. Wenn du mal einen Brief geschrieben nur mir, was würde gesagt worden zu mir? Er sagt hier, er ruft diese Menschen hier, in der 13. Vers sagt er, und so wird es auch mit Jünt. So er hat gehört und hat vielleicht gesagt.
die Wahrheit gehört haben, wodurch je gerat worden und am Glauben. Dann teken Gott jünt mit den Heiligen Geist. Gott hat die in mir auch getekend mit den Heiligen Geist. Den Teken, das begleicht so aus einem Brand. In Mexiko habe ich Werken gesehen, wo andere Menschen deuten ihr Feuer brennen. Das meint, das ist, unsere Nuberstadt wir eine Wieben, und der Feuer, das meint, das sind Wieben, ihre Kie. Wir hören keine, so, wir können nicht. Aber der Nubersch können, und wir werden einmal bei der Nubersch. Und kriegst so aus der Feuer brennen deuten, Gott hat uns getekent mit den Heiligen Geist, dass wir seine sind. Wir sind Gott seine heilige, aschelige Kinder, als was Gott wird verlangen von uns. Aber die Wahrheit ist sehr anders. Und die Wort, die gesagt worden ist von mir und die, dort ja wir erstellen, da können andere nicht für uns. Der 14. Vers, der Heilige Geist bricht dafür, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Du werden, weil wir nu alle seine Herrlichkeit loben. Als je mal beten wie für Dinge, und wir können beten, und das spielt sich so, das halt nicht. Aber der Heilige Geist, der wohnt in uns, und der ist für Gott. Der bringt unsere Verlangen, die Dinge, wo wir beten, bringt er für Gott. So dass du sagen, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Und du werden, wenn Gott uns verschiedene Dinge versprochen hat, er hat uns alles geschenkt, die geistliche Segnung geschenkt. Und du werden, weil wir nu alle seine Herrlichkeit loben. Ist das möglich, dass wir würden können, Gott seine Herrlichkeit loben? Von dir? Ich weiß von dir zum Beispiel nicht, wie viel wird du die feilen lässt. Ich weiß nicht, die Dinge, wo in jeder einer durchkommt. Aber ein Ding ist so, und das ist, dass Gott, als er die Welt den Grund legt, hat er uns bestimmt, seine Kinder zu sein. So das ist all ein Ding, was uns, das merkt uns viel wird. Bloß, dass Gott uns hat bestimmt und so lange vorher. Und nicht bloß dann, aber dass er hat uns den Heiligen Geist gegeben, aus den Titeln, dass wir seine sind. So wir sind bestimmt mit Christus. Wenn hier nochmal wir ankommen, von einem anderen Land, die draagt vielleicht eine Karte mit, oder ist ein Titel, was du unbewiesen ist, dass er hier nu dort Land oder ein Jan Land, und dann wird geirrt dafür. Wir hier nu dort Himmelreich. Und der Heilige Geist als uns Titel, was wir haben. So ich möchte Ihnen für das mal etwas tun. Wenn ihr nicht viel Wert fällt, denkt an, was Gott für die hat getan. Und wenn ihr dort glauben, und dort ganz so ist in ihrem Leben, dann seid dankbar dafür. Nicht bloß ab Stelles, aber wo ihr schaffen dann, in der Kirche, wenn ihr rückkommt dann irgendwo hin. Seid dankbar für das, was Gott ihnen zu tun hat, für Blödes. Zodat andere Menschen dort auch hören und vielleicht fragen, was ist das, was du hast in deinem Leben, wofür du dankbar bist. Und dann können wir mitteilen mit ihnen. Das ist, als je mal mit dem Grülen, mit anderen mitteilen, was Gott für uns zu tun hat. Aber dort haben wir auch den Heiligen Geist. Jesus sagt, dass der Geist, der wird ihn in die ganze Wahrheit führen. Und der wird ihn anleiten. Der wird ihn halten. Jesus sagt, wenn die nicht wissen, was die sollen sagen, in der Zeit, wenn das ihnen fehlt, dann wird ihnen die Wirt geben. Und wenn wir die Wirt haben, wir machen das vielleicht nicht einmal denken, aber wenn wir das gelesen haben, wir haben das studiert, und dort in uns Hort ist, kriegst du David sagt, Gott sein Licht, Gott sein Wort, wie ein Licht für seine Feind. Um den Bach wiesen. So Gott ist gut. Wir wollen loben für was er für uns hat getan. Jeder einer von uns ist viel wert. Wir wollen noch beten.
Himmlischer Vater, ich danke dir diesen Samarias für was gut du bist zu uns. Ich danke dir für die Wahrheit, wo du hast uns Leuten zukommen, wo uns die Augen aufgemerkt und wie kann die Wahrheit sein. Ich bin dankbar, himmlischer Vater, für den Heiligen Geist, was wir haben, was uns wiesen dat, was die Wahrheit ist. Und durch den Geist, dass wir kann dein Wort verstehen. Und den Geist ist dort allmählich dein Wort zu verstehen. Und ich bete, Vater, dass von der Samarias, jeder einer, was hier ist, muss den Geist haben. Und wenn du erst wer ist, was den Geist noch nicht hat, ich bete, dass du musst ihn tragen. Und von der ist der Tag, wo du nachher wirklich bist, den Mensch anzunehmen, aus den ich nicht als ihr Kind, wo du nicht, wo du keine Sinn hast, wo du kann vergiftet worden. Ich danke dir für Gott die Beste uns und ich bete, dass jede Familie, die hier von der Samarias ist, jede Person, dass du ihn musst segnen, in ihn leiden, in das ewige Leben. In Jesus' Namen. Amen.